Weißt du, das habe ich vergessen zu erzählen in der Podcast-Folge? Das Backstage, wo ich mein Necessaire rausgenommen habe, ist mir einfach meine saubere Unterhose mit rausgefallen und ich habe es nicht gecheckt. Nachher ist sie, ich weiss nicht, wie lange im Backstage rumgelegen. Und dann, wo der Michel anhocken absitzen, hat er gedacht, oh, da liegt etwas, dann ist er wieder aufgestanden. Und ich so, oh, Entschuldigung, das ist meine saubere Unterhose. Und er so, ah ja, ich habe schon gedacht, da hockt schon jemand. Hey zusammen, das ist die Flavia Und da ist die Jenny. und heute packen wir so ein paar Storys von unseren alten Tagebüchern aus. Viel Spaß beim Hören. Wir haben mit einem grossen, fetten Danke, merci, gracias, thank you in die Folge starten, weil wir haben nämlich euch auf Insta dazu aufgerufen, einen kleinen Fragebogen auszufüllen, wo wir so ein bisschen euch spüren und wie ihr das alles, was wir machen, da so findet. Und es ist so viel gutes, konstruktives Feedback gekommen, mega liebe Sachen. Also wirklich, eben, wenn man so podcastet, es ist jetzt nicht so, dass wir täglich eine Nachrichtenwelle bekommen und wir nicht nachkommen mit Antworten, sondern hier und da mal ein Feedback und es freut uns jedes Mal. Und eben, umso mehr hat uns das jetzt gefreut, das mal alles ein bisschen bündelter überzukommen. Und ich würde mega gerne 2, 3 Sachen vorlesen, die die Leute geschrieben haben. Ja, mach das. Also jemand hat geschrieben, ihr macht es super. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge draussen ist. Fiasko Famosa ist der einzige Laber-Podcast, den ich höre, weil er so, so gut ist. Und jemand hat geschrieben, ich bin durch den Collab mit Simi und Coco auf euch aufmerksam geworden. Shoutout an dieser Stelle. Yes. Und liebe euren Podcast. Habe schon alle Folgen nachgehört / geschaut. Fleisssiges Müsli, ey. Ja, Sheesh. finde ich super, wie ihr gewisse wichtige Themen besprecht. Ja, einfach an dieser Stelle haben wir die ganze Liebe zurückgeben. Sehr. Und eben auch, es war mega konstruktiv gewesen. Also, wir haben uns auch beide, bevor wir den Laptop aufgeschlagen haben und das Feedback angeschaut haben wir zu uns gesagt, hey, auch egal was jetzt kommt, wir das besprechen zusammen, nehmen nicht alles zu ernst, je nachdem. Haben aber natürlich eben gar nicht, es hat gar kein, also jetzt kein persönlicher Angriff, aber es ist so auch Verbesserungswünsche angebracht worden, wo wir mega gut haben können diskutieren und wo wir auch gar nicht als Angriff wahrgenommen haben oder so. Also eigentlich so, wie wir es wollen, ist es rausgekommen, oder? Ja, voll. Und es ist eben, wie gesagt, es war schön, so ein bisschen halt eben die Community zu spüren. Also wir sagen jetzt immer noch die ganze Community, weil wir noch keinen Namen haben. Ja. Über das ist auch, haben wir auch gefragt, da sind ganz viele Inputs gekommen. Und da müssen wir vielleicht einfach mal eine Abstimmung machen oder wie auch immer. Aber langsam brauchen wir einen Namen Ich für würde auch unsere sagen. Hörerinnen und Hörer. Aber genau, da an dieser Stelle einfach nochmal ein Danke. Und das Wochenende, wo wir den Feedback-Fragebogen besprochen haben, hast du bei mir geschlafen, beziehungsweise wir beide zusammen haben im Zimmer von unserer Ex-Produzentin geschlafen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja. Oder? Ähm, Und also nicht nur wir zwei, sondern auch der Jenny, ihr Hund, der Chico, also das Ja. dritte. Stimmt, ja, weil sie ist gerade auf Reise und ihr Zimmer ist jetzt für einen Monat frei gewesen und das habe ich jetzt untergemietet. Und dann haben wir das, es war so lustig gewesen, in ihrem Zimmer zu sein, ohne dass sie selber, irgendwie war es auch komisch gewesen. Also, Ja, mega. Also sie hat ja auch gesagt, sie ist auf Reise, immer noch, und hat dann so gesagt, oh mein Gott, ihr schlaft einfach in meinem Bett zusammen. Und weißt du, so, ja, surreal, das hat man vor einem halben Jahr alles noch nicht gedacht, wo man sich noch nicht kennt hat. ja, voll. Darum liebe Grüße an dieser Stelle Yes. an die Adresse von der Nuria. Wir vermissen dich, aber ist schön gewesen. Genau, und an dem Abend ist auch noch etwas passiert. Jesus Christ. Jenny, Spoiler, hat die Feuerwehr müssen anrufen. Ja, und zwar ist es so, wir waren alle in dieser Wege in Zürich, im 4. Stock, mitten Also- in der Stadt. Alle heisst, es sind noch Mitbewohnerin und ihre Freunde dabei gewesen. Genau. Genau. Und dann sind wir auf dem Balkon gehockt. Nein, sie sind auf dem Balkon Genau, sie sind auf dem Balkon, wir auf dem Sofa am Blöden und plötzlich kommen sie rein. Und was? und sagen so, schau mal dort hin, gleiche Höhe, das Haus gegenüber der Straße, dort lodert so im Zimmer etwas. Also, ich glaube, es brennt. Und nachher sind wir raus und dann haben wir wirklich, es ist so eine, ja, ein Altbaufenster gsi und so Rauch hat man hinten der Scheibe ein bisschen gesehen und plötzlich und es so. hat geflackert in dem Zimmer. Und nachher Genau. sind wir so gewesen, also brennt es jetzt? Und ich habe wirklich noch nie so schnell ans Handy gegriffen und
118 gewählt. Ja, also wir haben uns dann so besprochen, also wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen jetzt die Feuerwehr anrufen. Du hast das Handy gerade da gehabt, dann wir sind 118, oder? Ja. 118 angerufen, du hast die Situation geschildert. In dieser Zeit sind die anderen 2 zum anderen Wohnblock über. Go Leute. Wir haben ihnen aber noch übergegeben, was... Also es war so gewesen. Die Feuerwehr hat abgenommen und ich bin im ersten, sie haben so schnell abgenommen, logisch, das ist ja eine Notfallzentrale, da läutet es nicht lang, weißt du? Genau. Oh was, sie sind schon dran? Sie nehmen nicht ab. Ich bin noch nicht geredet, ich weiß nicht, welche Adresse, aber ja. Nein, ja, es war so gewesen, die haben es sofort abgenommen und sie so, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich bin gerade so gewesen, oh shit, ich bin überfordert gewesen, weil sie gerade da war und ich gerade nicht gewusst habe, wie die Straße heisst und wie ich das jetzt beschreibe oder was ich überhaupt sagen soll. Also ja, es brennt, aber wie, wo, was. Und nachher hat der Freund von der Mitbewohnerin gerade schnell die Adresse mir können sagen und ich habe es beschrieben und nachher sie so, also ist das dort und dort in Zürich? Und ich so, ja genau. Sie so, können Sie beschreiben, was Sie sehen? Habe ich das gesagt. Und in dieser Zeit hat eben die Mitbewohnerin, sie über die Straße, hat die Leute gerufen. Und sie ist schon aus dem Haus gegangen gewesen, oder? Und am Telefon hat mir dann die Frau von der Zentrale gesagt, ganz wichtig, die Leute nur aus den Wohnungen rausrufen, wenn es im Gang keinen Rauch hat. Wenn es im Gang, weißt, sie hat es genau so gesagt, wie ich es jetzt auch sage, weißt, Wort für Wort, damit ich es genau verstehe. Wenn es im Gang Rauch hat, die Leute nicht aus den Wohnungen rufen, halt, damit es keine Rauchvergiftungen gibt und so, oder? Und das haben wir dann weitergefunkt an sie per anderem wir haben dann ihren Freund auch aus der Wohnung geschickt, beziehungsweise er hat gewusst, Scheiße, ja, sie ist jetzt auf dem Weg, die Leute aus der Wohnung rufen, aber weiss die Info nicht. Er war so der Bote. Genau, er war der Bote von dieser Nachricht. Ist er auch rausgesäckelt. Und dann sind nur noch du und ich auf dem Balkon und haben in das Zimmer auf der anderen Straße. Ja, und vor allem, eben Jenny hat die ganze Zeit telefoniert und ich bin halt so dick gestanden. Ich will irgendwie auch über, aber nein, ich bleibe jetzt da, weil jemand muss ja das Feuer beobachten. Ja. Also, und mein Hund hat die Hektik überhaupt nicht verstanden. Der hat uns einfach alles angeschaut. Ja, mega. Aber die anderen haben dann eine Familie, die oberhalb von dieser Wohnung ist, können rausholen, rausrufen, weil genau oberhalb von dem Zimmer, das brennt hat, ist ein Kinderzimmer gewesen. Ja, das ist krass. Die sind dann unten auf der Straße gestanden und dann wirklich 5 Minuten später die Polizei gekommen. Also um 3:10 Uhr haben wir es bemerkt. Um 4:10 Uhr habe ich angerufen. Wirklich 2 Minuten später ist die Polizei, also sind 2 Einsatzfahrzeuge von der Polizei schon dort gewesen. Und dann, ich glaube, es ist 9 Minuten gegangen, bis die Feuerwehr da war. Es war halt auch so spannend gewesen. Du hast gewusst, wenn du jetzt eine Sirene hörst, es muss zu 99% wegen unserem Alarm sein. Und das haben wir halt sehr schnell gehört. Und es sind 2 grosse Feuerwehrautos in die 30er-Zone mitten in der Innenstadt gefahren. Ja. Und das Feuer mittlerweile ist einmal ein grösser geworden. Also ich würde sagen, zum Drittel der Scheiben rauf, die Flamme. Und dann ist es aber wieder runter, oder? Also zum unteren Drittel. Ja, zum unteren Drittel. Was habe ich gesagt? Also nur Drittel, aber es kann ja auch. Ja, zum unteren Drittel, zum ersten Drittel. Und dann ist es wieder flächer. Also wir haben wie auch Videos halt gemacht. Ich war so gewesen. Muss ich echt für Versicherungszweck ein Video? Komm, ich mache mal ein Video. Und ich war so gewesen, weil ich ja erst bei Tele Zürich gearbeitet habe, ich so, soll ich Tele Zürich für ein Video und dann weiter. Die Journalistin in dir war auch vor Ort. Ja, jedenfalls haben wir das irgendwie einfach da erzählen, weil das war für uns so ein Adrenalinmoment gewesen. Wir sind so voll so gewesen, oh mein Gott. Voll. Aber das Ding, also passiert nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes passiert. Die Feuerwehrleute haben das können regeln. Es war eine Kerze. Vergessene Kerze. Die Person, die in der Wohnung wohnt, war nicht daheim. Und ja, einfach wirklich der fette Reminder an dieser Stelle, checkt vorher, bevor ihr aus dem Haus geht, sind alle Fenster zu, sind alle Kerzen aus. Oder auch, ich habe noch gedacht, vielleicht ist das ein eingestecktes Haarglätteisen, das man vergessen hat, das jetzt angefangen zu brennen. Auf jeden Fall ist das wirklich ein krasser Moment gewesen. In dem ganzen Prozess, wo wir auf dem Balkon gestanden sind und gewartet haben, bis die Feuerwehr kommt, hat auch immer wieder die Stadtpolizei zu mir zurück angerufen und gefragt, ja, beschreiben Sie mal, was Sie sehen, darf ich raufkommen? Hat ein Polizist gefragt, mir so, ja, sind sicher. Wir beim Thema. Wie heisst denn der Polizist? Weißt du das noch, Jenny? Ja, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ah, scheiße. Stadtpolizei und dann der Nachname. Können wir nicht irgendetwas erfinden? Der Müllerhofer. Der Müllerhofer. Das klingt aber nicht so
Molle. Wie er ausgesehen hat. Ist egal. Also egal. Nein, auf jeden Fall ist es so. Warte, Wer erzählt zuerst die eine... Wir können nicht 10 Minuten über die Story erzählen. Ja, sind wir schon fast dran. Ja, weil 3 Minuten 4, jetzt einfach schnell abrattern. Also, meine Aussensicht, ihr müsst mir vorstellen, ich bin einfach so als irgendwas Anhängsel auf dem Balkon gestanden, weil Jenny hat halt angerufen. Dann war Jenny in der Wohnung und dann kommt plötzlich steht jetzt so ein Polizist mit halt Uniform und so. Und ich 1,90 gross, 1,90. fette Stiefel, breit. Genau, aber zupfte Augenbrauen war jetzt nicht so meins gewesen. Du hast Zeit gehabt, um dich auf die Augenbrauen zu achten. Ja, also du, ja auf jeden Fall. Jenny hätte dann halt müssen Angaben geben, oder? Weil sie war die, die gefüttert, also der gefilmt Brand hat. gemulden hat. Gemulden hat, dann hat sie müssen airdroppen und alles. Und in dieser Zeit, der Chico ist so neben dem Polizist am Boden gehockt. Also mein Hund. Ja, und ich so einfach so reingeschaut. Ich habe wirklich kurz einen Moment gemeint, er sei der Polizeihund von ihm. Und Leute, ich habe einen Zwergpudel. Also er sieht aus wie ein Teddy. Und Ja. du hast gemeint, das ist der Polizeihund. Ja, und mein filmreife Hirn hat dann wieder die Situation beobachtet, wo Jenny muss die Nummer am Polizist geben. Er so, ja, haben Sie mir noch Ihre Daten? Und Jenny, ja. Und nachher eingegeben. Gut, und dann war es eine schnelle Sache, so, ja, wir würden uns wieder bei Ihnen melden, wenn etwas ist. Zack, zack, tschüss, schönen Abend, danke fürs Melden. Und das Erste, was Jenny sagt, ist nachher so, «Hat nicht gesehen, dem hat der Zahn gefällt. Boah, das ist sicher irgendwie in einem Einsatz passiert oder Ja. so.» Ja, weil ich mir noch vorstellen, eben, der Leute da fragt, darf ich raufkommen, mir das von ihrer Perspektive anschauen? Wir so, ja, dann kommt er rein. Und schon, als ich die Tür aufgemacht habe, ist der Chico ihm halb angesprungen, weil er denkt, oh mein Gott, du kommst jetzt auch noch mich streicheln. Jedenfalls bin ich so, ja, Chico, komm. Und nachher, eben, ich bin dort so gewesen, habe ihm seine Fragen beantwortet und du hast mich beobachtet. Und du hast dann nachher so gesagt, du hast dann eben so Witz gemacht. Du hast zuerst gesagt, dass ihn du schon hot gefunden hast. Habe ich Das das hast gesagt? du gesagt? Ja. Ja, vielleicht habe ich gesagt, der Polizist hat schon noch gut ausgesehen. Ja! Aber Sorry. du hast auch dem zugestimmt. Ja. Weil er ist halt wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, er hätte auch in einem Film einen attraktiven Polizist spielen können, in dem sich dann eine von der Hauptrollen verknallt. So hat er ausgesehen. Aber Wie ein mein Hollywood-Schauspieler. Und ihm hat auch noch ein Zahn gefällt. Und nicht irgendein. So ein Frontzahn hat ihm gefällt. Und ich glaube, er hat auch darum nicht so mega sein Maul aufgemacht. Ich weiss nicht, ist mir so Du hast aber genau geschaut. Jedenfalls habe ich um ein Haar gefragt, ist das von einem Einsatz? Weißt, ich hätte das verdammt gerne wissen, warum ihm der Zahn fällt. Vielleicht spielt er auch Eishockey, keine Ahnung. Jedenfalls hast du dann so zu mir gesagt, ja, so, wo du ihm hast die Nummer geben, bist du schon ein bisschen verletzt. Ich so, nein, das stimmt nicht. Aber ja, es war irgendwie eine lustige Situation, weil einfach. Ja, alles in einem. Aber eben gut ausgegangen zum Glück. Genau. Ja, das zu dem Wochenende. Das ist auch noch an dem Wochenende passiert, genau. Aber ja, Es sonst... war auch noch schon etwas gewesen. Wir waren eingeladen beim Podcast Clash im Exil. Yes. Genau, also das ist eine recht frische Aufnahme jetzt. Es ist noch nicht mal ein Tag her, wo wir das jetzt Noch nicht mal 24 erlebt Stunden. haben. Mhm. Genau. Und ja, also wirklich, wir sind so froh gewesen, haben wir die Einladung bekommen. Also der Podcast Clash ist eine Art Live-Game-Show gewesen, wo 2 Podcasts gegeneinander angetreten sind. Das ist jetzt gestern «Seid ihr Brüder» und «Zürichbuben» gewesen. Und wir sind zusammen mit dem Podcast «Fiebertraum» 2 Special Guests gewesen, die haben dürfen, wie so bei dieser Game Night Show, bei 2 gewissen Spielen mitspielen. Und ja, ich habe es noch cool gefunden, so etwas mal zu erleben, dort aufzutreten. Und ja. Ich habe es auch sehr witzig gefunden, einfach so andere Podcasts zu treffen, ganz andere auch, je nachdem. Also die beiden Jungs-Podcasts sind schon ganz anders vom Typ her. Mhm. Genau, und nachher auf der Bühne haben wir übrigens den Ketchup-Song als, wie sagt man, Einstiegssong genommen. Wir haben das euch gefragt auf Insta. Genau. Und nachher haben wir einen Songquiz spielen. Und ich bin schon stolz, dass ich Thriller von Michael Jackson erkannt habe. Weil das Lied fängt an mit einer knurzenden Tür. Und man ist so, ja, keine Ahnung, das könnte jeder YouTube-Clip auf Erde sein, weißt du, was so anfängt. Und nach 3 Sekunden drückt Flavia den Buzzer und schreit raus, «Michael Jackson Thriller!» Und es war richtig gewesen. Wir sind so, ich bin so gewesen, «Was?» Ich bin so gewesen, «Flavia hat das gewusst? In welchem Paralleluniversum bin ich?»
Weißt du? Bist du auch stolz gewesen, oder? Ich bin halt nicht in deinem Team gewesen, darum bin ich eifersüchtig gewesen, aber ich bin so gewesen, als ob. Aber ja, du bist sicher stolz gewesen. Ich bin gerade schnell in einer Höhe gewesen. Ich war gerade gut gewesen am Anfang. Geil, ja, das ist geil. Hey, ja. Cooler Vibe gewesen. Gerne wieder, nächstes Jahr. Gerne wieder ein bisschen länger und auf der Bühne, wäre auch geil. Aber das ist auch schon etwas gewesen. Genau. Und hey, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Etwas, wo wir an dem Podcast-Weekend entschieden haben, wo wir jetzt ein bisschen neu machen im Podcast, ist, dass wir Shit und Schein, also wir tun es nicht abschaffen, aber ab jetzt machen wir einfach das, dass man einfach ein Shit oder ein Schein mitbringt. Aber wenn man sich mal danach fühlt, beides mitzubringen, dann kann man auch beides mitbringen in dem Sinn. Genau, heute war jetzt halt ein längerer Einstieg, wenn wir noch etwas anderes erzählt haben. Aber dann gehen wir doch über zum Casual-Einstieg. Ich habe einen Schein. Was hast du heute mitgebracht? Ich habe einen Shit. Passt gerade. Wenn wir mit Shit anfangen? Ja. Also, ich bin diese Woche gemansplained worden. Ja, und zwar... Kannst du das schnell erklären nochmal, was das Wort wirklich heisst? Das bedeutet, also man wird gemansplained, wenn ein Mann einer Frau oder einfach wenn ein Mann jemandem etwas erklärt, wonach man nicht gefragt hat oder wo man auch weiss. Also wieso, wenn ungefragt mir jemand etwas erklärt, weil die Person einfach so annimmt, dass ich das nicht weiss. Aber wenn es ein Mann ist, also wenn ich könnte das auch als Frau, bin ich dann womansplained? Es ist eben leid, ich meinte, dass das Wort so heisst, mansplained, weil das oft so vorkommt, dass Männer, Frauen oder Flinten etwas erklären, wo man nicht gefragt hat oder so. So ein bisschen belehren. Genau, so belehrmässig. Aber ja, wahrscheinlich gibt es auch Leute, also so ein bisschen so, ja. Aber in deinem Fall ist es ein Mann gewesen. Ja, genau. Und zwar bin ich im Cycling gsi. Ich bin ein bisschen knapp dran gsi. Also wie so Cycling-Lektion hat so wie in 2 Minuten angefangen und ich bin gerade so zum letzten freien Velo gelaufen. Und neben mir ist der Mann gsi auf dem Bike. Und nachher ist das Velo zu hoch eingestellt für mich und dann laufe ich so dort an und mache so den Hebel und tu so den Lenker in der Höhe verstellen und den Sattel. Und nachher sagt er so zu mir: das Velo ist zu hoch für dich. Du kannst... Was hat er jetzt gemacht? Er sagt, ja eben, das Velo ist zu hoch für dich und so. Und es hat eben den Sattel und auch den Lenker. Die Stange hat wie Nummern. 1, 2, wie im Gym. Ja, dass man es so aneinander anpassen kann. Genau, dass du dir merken kannst, bei welcher Nummer, dass du es jedes Mal gleich einstellen kannst. Nachher er so, das Velo ist zu hoch für dich. Weißt du, es hat so Nummern und mega guter Tipp, du kannst dir die merken, damit du es jedes Mal gleich einstellen kannst. Und dann ich bin das gerade so am Machen gewesen, und ich bin wie von ihm unterbrochen worden. Ich habe ihn so angeschaut und ich war so gewesen, ja, ja. Also weißt, ich habe auch nicht gewusst, was antworten. Ich war so gewesen, ja, ich weiss. Innerlich bin ich so gewesen, ja, ich weiss, aber äußerlich bin ich so gewesen, ich weiss auch nicht, auf jeden Fall habe ich so gesagt, ja, stimmt, ich habe glaube gesagt so, ja, weißt, ich habe dann auch so total, als hätte er es mir gerade, keine Ahnung, schon, warum ich dann auch so gesagt habe, ja, wahrscheinlich, weil ich halt nicht gewusst habe, wie reagieren. Am besten hätte ich ihm dann so gesagt, ja, ich weiss, ich bin nicht zum ersten Mal da. Am besten hätte ich das gesagt. Jedenfalls hat er dann noch hinten nachgehängt. Weißt, es läuft dann einmal immer auch noch Personal durch die Reihe, wo du kannst fragen, wenn du Fragen hast. Er so zu mir, und sonst, wenn du nicht weisst, wie stellen, kannst du auch immer das Personal fragen. Mhm. Also weißt, er hat einfach angenommen, dass ich jetzt da zum ersten Mal bin. Und das war irgendwie meine 15. Cycling-Class gewesen. Und ich weiss, wie man das Velo einstellt. Ich stelle es nicht zum ersten Mal ein. Und auch wenn er vorher dort drauf... Also er hat dann gesagt, er sei vorher auf dem Velo gewesen und darum weiss er, dass es zu hoch ist für mich, weil er gesagt hat, wie gross ich bin. Ja. Aber trotzdem, ich kann wie nicht... Aber hast du in dem Moment so zuerst gedacht, hast du gerade gecheckt, dass das jetzt das ist? Oder hast du zuerst gedacht, lieb von ihm? Nein, also ich habe nachher auch mich gefragt, soll ich das im Podcast erzählen, dass ich gemansplained worden bin? So. Und ich habe dann irgendwann gefunden, ja, weil ich habe... Also er hat sicher nicht böse gemeint. Ich glaube, es ist viel nicht böse gemeint. Ich frage dich im Moment, weißt, hast du das im Moment gecheckt? Oder hast du im Moment gedacht so, mega lieb? Und nein, im Nachhinein in dem Moment habe ich mich genervt, dass er mir das sagt. Dann hast... Ich habe mich gefragt, sehe ich aus wie eine Anfängerin? Okay. Ich habe mich gefragt... Aber dann sag das nächste Mal.
Sag, ich bin da schon gewesen. Danke für deine Dinge. Aber Ich weiss, machst du das nächste Mal? Ja, aber das ist so viel einfacher zu sagen. Ja, sicher. In dem Moment bin ich so gewesen, Aber weißt du, es kann ja auch sein, dass du vielleicht in dem Moment denkst, wow, mega lieb, und im Nachhinein bist du so... nein. Das habe ich sicher auch Es schon hat mich, gehabt. also, es hat mich dort gerade schon genervt, als ich war. Warum hat er das Gefühl, er muss es mir erklären? Das habe ich mich in dem Moment gefragt. Okay, und wenn es eine Frau gewesen wäre? Hätte es mich auch genervt. Okay. Aber eben, wenn mir jemand etwas erklärt, ungefragt, es ist in 9 von 10 Fällen ein Mann eben. Mhm. Also es ist nicht das erste Mal, wo mir das passiert ist. Und ich denke, ich nerv mich dann einfach so drüber. Ich denke so, also sehe ich jetzt wirklich so aus wie eine Anfängerin? Oder einfach, ja. Das wäre ja auch nicht schlimm. Nein, das wäre nicht schlimm, aber auch da, ich frage doch, wenn ich, ja. Das hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Ja, gesehen. Und darum ist das mein Shit für die Woche. Ja, Und dein Schein? Mein Schein hat das Gegenteil zu tun mit so ein bisschen Girlhood-mässig. Aber also so firmenintern, wir hatten Kurswochen gehabt, nur Frauengruppen, 7, 6 Kursteilnehmerinnen mit mir und 2, die Kurs gegeben haben, 2 Frauen. Und dann hat es einfach so eine Situation gegeben, wo wirklich die Dynamik von Frauen so gut widerspiegelt. Wir hatten Pause gehabt, da sind 2 Kolleginnen von mir, die im Kurs waren, von der Pause zurückgekommen und sie so, wir haben gerade 2 so hübsche Typen gesehen. Und die Kursleiterinnen sind im Raum auch gewesen. Und die auch so, wie sehen sie aus? Weil die sind von dem Standort, in dem Medienhaus, also die kennen die Leute. Und nachher hat halt eine schon den Laptop aufgemacht und auf recherchieren, so, wie hat er braune Haare? Oder so wie? einen Namen googeln oder wie? So Kannst du einfach braune Haare googeln? Nein, aber halt bei ihnen intern die Fotos so, durchgegangen und so. Also voll Effort und wir auch so, okay, wählen das und das. Und eigentlich hätten wir schon lange weitermachen müssen. Dann haben wir einen herausgefunden. Gut, dann war mal eine happy, weil sie den Namen gewusst hat. Die andere, bei der haben wir es noch nicht herausgefunden. Und es waren 2 Kursleiterinnen. Die eine hat dann unseren News-Kurs, wir mussten trockene News schreiben, weitergemacht. Und währenddessen ist die andere die ganze Zeit am Recherchieren, wie der andere heisst. Weil irgendwann haben wir sie etwas gefragt, sie so, ich bin noch am anderen am Suchen. Die Dynamik, es war so geil. Wir haben dann schlussendlich nicht herausgefunden, den zweiten. Oh nein! Aber es ist bis am Schluss, bis am Nachmittag... Schlechte Journalistin, wenn sie das nicht hätte recherchieren können. Ja, Mann. Aber bis um 4 Uhr am Nachmittag war das Thema, dass wir jetzt... nein, es ist wirklich interessant. Wird sie ihm schreiben? Die den einen Namen herausgefunden hat? Mal schauen. Habe ich noch nicht gefragt. Jetzt, wenn sie schon den ganzen Aufwand betrieben hat. Also sie hat einen Blick mit ihm austauscht. Aber ja, das sagt ja vielleicht noch vieles. Wer weiß. Vielleicht reden wir heute auch noch über eine Dating-Story. Ja, definitiv. Das ist ein guter Übergang zu unseren Diaries. Diary Reads. Ja, Diary heisst ja Tagebuch. Diary kann aber auch sein, mag Dingsbums. Diarrhea. Diarrhea, ja? Ja, aber über das reden wir heute. Oh, yes. Aber wir reden jetzt über Tagebücher. Genau, also ich sage eben nicht gerne Tagebuch, weil ich finde Tagebuch ist so... Ich sage lieber Journal. Ja, Tagebuch klingt so kindlich. Ja, ist meins. Also ja, dies ist ein richtiges Liebestagebuch. Ich zeige schnell in die Kamera. Es ist ein Topmodel und so eins mit Schlössli. Das war mein allererstes Tagebuch. Von wann bis wann hast du dort reingeschrieben? 2011, das heisst, als ich 10 war. Letzter Eintrag ist 2018. Über 7 Jahre hast du dort reingeschrieben? Ja, ich habe etwa 5 Jahre nicht. Oh, schade. Genau. Aber meins ist ein klassisches Tagebuch, deins ist ein Journal, meins ist so Journal und meine sind auch nicht so alt. Also das eine ist aus 2021 und das andere, glaube so ein bisschen 22 und 23. Mhm. Also ich habe leider kein Tagebuch aus der Kindheit, aber ich tue ja ab und zu journalen, mal mehr, mal weniger zeitweise. Und in der heutigen Folge tun wir ja ein paar Einträge vorlesen. Also man muss sagen, wir haben uns vorbereitet auf das, im Sinne von, wir tun jetzt nicht irgendeine random Seite aufklappen und dann uns exposen, sondern wir haben das beide sorgfältig durchgeblättert und gefunden, was ist vielleicht noch spannend, was ist vielleicht ein bisschen zu intim, also wobei intim wird es sowieso, weil also teilweise lese ich richtige Sachen vor, der cringe ich selber, aber das ist halt so, wie ich es in dem Moment gedacht und gefühlt habe. Ja, und dies ist einmal sicher noch mehr relatable zu deinem jetzigen... Nicht alles, aber bei mir ist das schon 10, also bei mir ist der Altersunterschied schon ein bisschen grösser.
aber auch dort kann man ein paar Sachen herauslesen vom Charakter. Ja. Wer soll anfangen? Vorlesen? Ich fange schon mit meiner Ding an, haben wir doch gesagt. Ja. Mit meinem ersten Crush. Ja. Und zwar sage ich noch gar nicht wer, sondern ich lese den ersten Eintrag vor. Und zwar ist der am 19. Juli 2011. Da bin ich 10. Mhm. Weißt du schon, dass ich in Jannik verliebt bin? Ich habe ihn am Feusisberger Turnier kennengelernt. Ich war mit ihm in der Spielgruppe. Ich denke, er hat es auch auf mich. Silas, der war auch mit uns im Fußballteam. Ich habe auch mit ihm Fußball gespielt. Schon? Ja. So lustig. Silas hat gesagt, zu Jannik hast du dich verguckt. Jannik sprang hinter ihm her. Also aus dem heraus habe ich zusammengefasst, der schaut auch auf mich. Aha, das so von wegen, der Silas ihm gesagt hat, du bist auch Flavia, und der ist ihm dann hinterher gesäckelt. Ja. Und du hast das beobachtet? Ja, also ich voll überzeugt, ich denke, er hat es auch auf mich. Super. Und schon ein Herzchen mit Y und plus F gezeichnet. Das sagt schon vieles. Ja. Und also, ja, klar, du hast auf ihn gecrushed und hast gehofft, dass er auch auf dich crushed. Genau. Ja. Oder ich habe es dort schon angenommen. Ich habe ja nicht gehofft. Ich Ja. denke. Recht bestimmt. Und es geht so weiter. Spoiler, das geht jetzt über 2 Jahre. Richtiges On-Off haben. Mit 10. Ja, on-off. Also eigentlich immer nur von meiner Seite. Aber erzähl weiter. Wie ist es weitergegangen? Jetzt kommt ein Eintrag, wo man richtig merkt, habe ich schon viel überlegt. Jetzt müssen wir mal hören. Liebes Tagebuch, das ist 3 Monate später. Weil ich Jannik wieder mal sehen will, dachte ich mir etwas aus. Benjamin, den kennst du auch, Aha. der ist mit mir in die Schule. Benjamin hat letztes Mal gesagt, dass Jannik auch an seiner Geburtstagsparty war. Ich dachte, dass ich Benjamin nur an meine Geburtstagsparty einladen muss. Dann lädt er mich an seine ein und hoffentlich sehe ich Jannik wieder. Schlau! Alter, ja wirklich. Aber dann war das ein harter Crush gewesen, wenn du so mehrere Geburtstage im Jahr hast können abwarten, um ihn wieder zu sehen. Ich weiss nicht, Aber wieso hast du in der First Place einen Crush auf ihn gehabt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Er hat geshootet, ist im Goal gewesen, hat herzig ausgesehen, hat mal einen Hat guten Ball gelangt. gehabt. Geil. Ja, Gut. Und ja, dann voll. ist die Geburtstagseinladung gefolgt. Nein, da gibt es leider keine Auflösung. Ob das jetzt... Und kannst du dich auch nicht mehr umgesetzt- erinnern? Nein, 0,0. Das kann Ja, ich mir bravo. wirklich gar nicht mehr erinnern. Was war denn der Punkt von dieser Geschichte gewesen? Einfach, dass du dir so viel überlegt hast? Dass ich überlege, dass ich eigentlich den Benjamin ausnütze. Aha. Ich lade ihn nur zu mir ein, dass er mich einlädt, dass ich den Jannik sehe. Also, Stimmt. schon ein bisschen fies. Manipulativ. Es tut mir Ja. leid, Benjamin. Aber ich hoffe, du hast meine Geburtstagsparty enjoyed. Und dann, 2 Monate später, finde ich den immer noch recht cool. Und zwar hatte ich Tanzaufführung gehabt und er ist in der vordersten Reihe gehockt. Aber nein, nicht wegen mir, sondern seine Cousine hat mit mir getanzt. Aber in meinem Kopf war natürlich, ja. so während dem Tanzen. Diese Szene kann ich mich im Fall noch erinnern. Das ist krass. Das ist mit 10. Ich weiss noch, dass der in der ersten Reihe Ja. gehockt ist. Dann habe ich eben geschrieben, als es Pause war, habe ich plötzlich Jannik gesehen. Und nachher habe ich in fetten Grossbuchstaben geschrieben, er hat gut ausgesehen. Endlich habe ich ihn mal wieder gesehen. Ich war am Anfang unsicher, ob es Jannik ist, aber nach dem Kino sah ich dann, dass Benjamin zu ihm ging. Dann ist es klar, es ist Jannik. Und nachher einfach nur so ein random Fact. Peace, habe ich herausgefunden, sieht aus wie ein Y für Jannik in einem Kreis, Klammern umgekehrt. Warte, nochmal. Peace. Aha, ein Peace-Zeichen sieht aus wie ein Y. Für Jannik in einem Kreis umgekehrt. Alte. Also, wieso? Und dann habe ich es gezeichnet. Und jetzt, nebendran, habe ich ein riesen Herz gezeichnet. I love Jannik plus Kussding. Ein Schmatz, oh mein Gott. Das ist ja absolut der Crush des Jahrhunderts hast du gehabt. Ich weiss im Fall nur, dass ich habe ja keinen Lippenstift mit 10. Ich weiss noch, ich bin runter ins Bad und habe von Mami einen Lippenstift gesucht, mir da und nachher schnell einmal ein Ding gemacht, nachher wieder weggeputzt. I love the drama. Wirklich. Also, du hast in deiner eigenen kleinen Telenovela gelebt. Ja, definitiv. Nein, wirklich definitiv. Und dann?
Hey, dann habe ich ihn mal noch an der Kilby gesehen, gibt es auch einen Eintrag, aber muss jetzt nicht vorlesen. Und ich habe noch einen anonymen Liebesbrief an ihn geschrieben. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht oder bekommen. Ein anonymer Ja, ich leider nicht. Das ist doch so etwas... Aber du hast ihn geschrieben. Ja, aber hast du auch einen geschrieben? Wie du gesagt hast, Ol. Habe ich gedacht, vielleicht hast du auch einen. Aber ja, also quasi, ich habe dann unterschrieben, liebe Grüße, anonym. Aber ja, keine Ahnung. Liebe Grüße, dein Herzblatt. Oh mein, oh mein, oh. Anonymes Herzblatt. Shit. Ja, oh nein. Aber lies vor. Hast du ihn da? Dein anonymen Nein, Liebesbrief? ich habe ja den geschickt. Du hast ihn abgeschickt? Ja, per Post. Per Post da innen. Ich habe gemeint, du hast ihn da, weil du ihn nie weißt, weil du ihn geschrieben hast, aber hast ihn halt nur geschrieben. Nein. Du hast ihn fett ab... Alte. Oh mein Gott. Aber ja, das wäre jetzt wirklich spannend. Ich weiss, was er denn, ob er sich noch daran erinnern kann und was er dann gedacht hat. Ja, auf jeden Aber Fall. hat er nicht gecheckt? Ja, das ist halt Flavia, die hat schon seit 2 Jahren einen Crush auf mich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich noch den letzten Eintrag und dann ist die Liebesgeschichte vorbei. Also die einseitige Liebesgeschichte wahrscheinlich. Und zwar ist es dann 1 Jahr später oder sogar 2. Liebestagebuch, 15. April 2013, Montag, 19 Uhr. Ich habe keine guten Nachrichten. Oh. Sophie ist mit Jannik zusammen. Sie sagt, wir schreiben jeden Abend im Internet. Sie sagte auch noch, Jannik hat ein Foto von mir genommen und darunter geschrieben, I love you. Aber Sophie passt gar nicht zu ihm. Sophie erzählte, dass er der Schönste von der Welt ist. Und nachher habe ich gesagt, habe ich anscheinend dann mit einer Kollegin über das geredet und ich sagte zu meiner Kollegin, es gibt ja noch genügend hübsche und nette Jungs. Klammern, Sophie weiss nicht, dass ich es auf Jannik habe. Jetzt kann ich mich wieder in jemand anderen verknallen. Also da war definitiv Eifersucht rauszulesen gewesen. Aber auch Stolz, so von wegen, dann suche ich mir halt einen anderen. Ja, das war vielleicht so eine Attitude von mir, während ich brüllt habe. Ja, das suche ich halt einen anderen. Oh mein Gott, nein. Und ja. Aber lustig, es gibt auch, also weißt du, eben, die Story hat sich über 2 Jahre gezogen. Quintessenz, du hast so viel gehabt, er hat es nie gecheckt und hat es auch nie auf dich zurückgehabt. Aber das wissen wir nicht. Ja, aber das wissen wir nicht. Aber ich habe eine Überraschung dabei. Was? Willst du mal reinhören? Musst du schnell den Kopfhörer abnehmen. Oh Gott, ist das ein Memo von Jannik? Ja. Oh Gott. Hallo miteinander. Also ich bin der Jannik und ich habe dazu mal mit 12 natürlich nicht gecheckt, dass Flavia probiert mit mir zu flirten. Das hat sich auch bis heute nicht geändert und ich will es immer noch nicht checken, wenn es jemand mit mir macht. Aber alles, was ich gewusst habe, ist, dass wir zusammen in der Spielgruppe waren. Da gibt es auch noch super Fotos und an einem Grümpi miteinander geshootet haben. Klar hat man sich dort öppe mal gesehen in diesem Alter, aber so weit habe ich natürlich dort nie studiert. Von dem lieben Tagebuch und dem anonymen Brief habe ich nur durch den Simon erfahren, wo ihr die Folge miteinander aufgenommen habt. Ich finde cool, was ihr macht. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Oh mein Gott, so gut! Und er hat ja noch erwähnt, der Simi. Der Simi spielt mit ihm in einer Band, mit ihm, wo wir den Podcast aufgenommen haben, von Bünzli Talk. Oh mein Gott, die Welt ist so klein! Ja, Jannik ist der Frontsänger beim Simi seiner Band dort. Alter! Oh mein Gott! Und ich bin ja am Konzert und ich habe den Jannik dort wieder mal gesehen. Und ich so, Jannik, ich muss dir mal die Tagebucheinträge schicken. Und dann habe ich es geschickt und so gesagt, hey, wir machen jetzt eine Folge. Es wäre so geil, wenn du ein Statement könntest abgeben könntest, weil ich habe angenommen, dass er nicht gewusst hat, dass ich so gecrushed habe auf ihn. Oh mein Gott, das ist so cool, dass du ihn das gefragt hast und vor allem, dass er bereit ist, um das halt so zu sagen. Ja, mega. In dem Fall haben du bist eine Lustige. Ich habe vorher eine Frage gestellt, du bist so, ja, kann ich, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Und jetzt haust du so alle Antworten raus. Hey, cool. Ja, in dem Fall wissen wir, er hat es nicht gecheckt damals. Ja, und er hat den Liebesbrief nicht bekommen. Oder keine Ahnung, was hat die Post falsch gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass kleine Flavia denkt hat, es lange auch, wenn ich eine Briefmarke drauf male oder so. 100% nicht. Die Kollegin hat auch einen anonymen Liebesbrief an ihren Crush geschickt. Übrigens. Wir haben das Und der ist angekommen? Das wissen wir auch nicht.
Aber ja. Du, dann dann ist er irgendwo da. Vielleicht ist er auch bei jemand anderem gelandet und die Person hat sich darüber gefreut, dass er einen anonymen Lover hat. Stimmt. Vielleicht hat die Person dann auch ins Tagebuch so geschrieben, oh mein Gott, mir hat eine fremde Person eine Liebesbrief. Ja, das werden wir wohl nie herausfinden. Aber wir werden herausfinden, Achtung, smoother Übergang, wie ich mich gefühlt habe, wo ich allein in Paris war. Genau, aber jetzt musst du keinen Hintergrund geben, wie alt du bist. Also einen kurzen Hintergrund. Du die Situation skizzieren. Wir sind im Jahr 2021. Nein. Wow. Corona ist so ein guter Orientierungspunkt. Genau, Corona. Doch, es war glaube ich 21 gewesen. Und Jenny war gerade so 19 gewesen. Es ist wieder ein bisschen gelockert. Also weißt du, alle wie sagt man, Regeln sind gelockert gewesen. Man hat wieder ein bisschen reisen und so. Und ich weiss noch, meine ganze For You, also mein Insta und mein TikTok war voll mit Paris. Weißt du, so 5 Sachen, die du in Paris machen kannst und so ästhetische Videos von Paris und bla 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 bla. Ja, mit genau. Französischer Musik. Genau, ein bisschen mit dem Hut so und so. Auf jeden Fall habe ich wirklich jedes Video ist über Paris gesehen. Ich habe so Lust bekommen, auf Paris zu gehen, weil ich war so, also ja, ich müsste eigentlich nur in einen Zug einsteigen am HB und dann könnte ich auf Paris gehen und so. Und dann meine Mami hat, einfach, ich habe wie niemanden gefunden, der Zeit hatte. Mein Freund der Luca hat irgendwie, glaube Militär gehabt, also Zivi, und es war auch nicht gerade unbedingt Ferienzeit gewesen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich so gewesen, weißt du was? Ich habe so Lust zum Gehen. Ich glaube, ich gehe einfach allein, wenn niemand kann. Und ja, gesagt, getan, habe ich die Tickets mit dem TGV gebucht und bin auf das Paris runtergedüst. Auf das Paris? Jetzt hast du aber richtig den Wünzel raus. Ja. Auf das Paris über. Du, da bin ich im Fall auf das Paris gepratscht, gell? Ja, 5 Stunden im TGV. Ja, aber Sorry. Da bist du in dem Element. Kreuzkeib, Ave Maria. Ja. Ja, jedenfalls habe ich damals eben Klein Jenny mit ihrer Kamera und ihrem Journal. Klein Jenny. Ja, ich sage das jetzt einfach, ja, ist 4 Jahre her. Ja, also du bist 20 gewesen. 19. Ja, ist im Sommer gewesen. also so, ja. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, ich gehe allein. Und warum gehe ich allein? Weil niemand Zeit hat und ich mir das nicht will nehmen lassen, dass ich jetzt nicht gehe, weil niemand mitkommen kann. Ich bin wie so gewesen, ich tue jetzt meine eigene Company zelebrieren. Also ich mit dem Trip tue ich auch ein bisschen feiern, dass ich es auch mit mir selber allein kann gut haben und kann Zeit geniessen und nicht Däumchen drüllen und nicht weiss, was ich machen soll mit mir allein. Und das ist so für mich auch so ein bisschen der Sinn und Zweck von diesem Trip gewesen, um zu schauen, wie ich allein zurechtkomme. Und jetzt, ich habe dann natürlich, weil ich halt allein war, sehr viel Zeit gehabt, um eben Journal zu schreiben und meine Gedanken festzuhalten. Und da habe ich ein paar Beiträge. Und zwar folgendermaßen. Also warte schnell, wo bist du gehockt jetzt bei dem ersten Eintrag zum Beispiel? So in einem französischen Kaffee, hast du ein Croissant? Ja, genau. Ja. Also ich habe im Fall, das ist fast ein bisschen peinlich, aber es ist so gewesen. Ich habe ein schwarzes Beret. Ich besitze so eins. Und ich habe, glaube ich, wirklich, ich habe jeden Tag von dem Paris Solo-Trip das Beret angehabt. Aber wirklich. Und Leute auf der Straße haben mich angeschaut und ich dachte, Alter, die grösste. Aber hast du dich durch das so ein bisschen mehr wohler gefühlt dort? Ich habe einfach so gefunden, in Zürich würde ich das nie anlegen, aber ich bin in Paris, da kann ich das pullen. Weißt, ich war so ein bisschen so, eines meiner grössten Hobbys ist es, einfach mein Leben zu romantisieren. Ja. Und mit dem habe ich das auch so ein bisschen gemacht. Und dann bist du jetzt mit dem Pär in dem Paris gehockt, genau, in dem Paris gehockt. Genau, und jetzt schreibst du Folgendes. 18. August 2021. Jetzt bin ich etwas mehr als 24 Stunden in Paris und ich hatte schon einmal Heimweh mit Tränen in den Augen. Na toll, dachte ich mir, als ich realisiert habe, wie lange 9 Nächte eigentlich sind. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen übermütig, als ich den Solo-Trip gebucht habe. Who the fuck bucht einen 10-tägigen Städtetrip? Niemand, außer ich. Und zum ersten Mal halt allein, ja. Genau. 10 Tage auf einen Solo-Trip zu gehen, war zugegebenerweise etwas übermotiviert. 5 Tage hätten es auch getan. Weißt du, ich schreibe das noch nicht mal 24 Stunden. Und während ich das schreibe, textet mir eine Freundin, dass ich doch so mutig bin, alleine gegangen zu sein. Funny. Und dann ein bisschen weiter. Oh nein, da geht weiter. Nachdem ich gestern im Hotel eingecheckt habe, nahm ich mir vor, am Abend jeweils den nächsten Tag zu planen, damit ich mich weniger verloren fühle. Aber dieses Ich bin lost Gefühl ist, glaube ich, auch ein bisschen Teil von meinem Solo-Trip.
Wer wäre ich oder was für eine Superheldin wäre ich, wenn ich mich nicht auch mal verloren oder alleine fühlen würde? Ich glaube, dass es mir gut tut, mich mal alleine zu fühlen. So, das ist so ein bisschen das Fazit nach dem ersten Tag. Mhm. Und ja, nachher beschreibe ich so ein bisschen, was ich einmal den ganzen Tag gemacht habe. Da bin ich in dem Bookshop, in dem Museum 3 Stunden verbracht, mit Kopfhörer in den Ohren, sehr gut gewesen. Und nachher finde ich es lustig, weil ich habe ja den ganzen Tag allein immer verbracht. Nachher schreibe ich da, den ganzen Tag still zu sein und höchstens zu reden, wenn ich nach dem Weg frage, ist wirklich neu für mich. Als ich dann mal ein paar Mädchen Spanisch reden gehört habe, hat mich das richtig gefreut. Meine Muttersprache zu hören, hat mich irgendwie beruhigt. Es hat mich an Mami erinnert. Es war einfach für mich neu, den ganzen Tag in die Fresse zu haben, weil ich mit gar niemandem irgendetwas zu besprechen hatte. Also du hast auch nicht nie telefoniert? Ja, aber dann habe ich vielleicht mal 20 Minuten mit der Mami telefoniert. Aber einfach so, bis mal, Ja, von ja. morgen um 7, halb 8 bis ab, still. Ja, ja. Weißt? Ich habe jetzt fast gedacht, du hast mit diesen Spanisch-Ladies auf der Schnurren. Nein. Und ich habe aber auch ein Down erlebt. Nämlich folgendes. Ich bin da einfach einen Tag rumgewandert. Nach dem Park bin ich zu einem großen Bahnhof. Nein, warte mal, das ist eine andere Story. Aber das ist eine Story. Ja, ich habe dann von Anfang an schon gedacht, das könnte ein bisschen lang werden, 10 Tage. Und da schreibe ich dann folgendes. Nach dem Park bin ich zu einem großen Bahnhof, um mein Zugticket von Donnerstag auf Montag vorzuverschieben. Das hat erstaunlicherweise ohne Probleme geklappt. Und ich habe dafür sogar 8 € zurückgekriegt. Wow. Ja, gell, ja, wo jeder Franken zählt. Nein. Jedenfalls, Doch. anschließend hatte ich wieder so ein Leere-Gefühl, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte mit diesem angebrochenen Abend. Wo soll ich hingehen? Wo essen gehen? Laufen oder Metro? Ins Hotel gehen oder noch ein bisschen bleiben? Weißt du, das ist überhaupt das Geile, wenn du einen Solo-Trip machst. Du und nur du allein entscheidest. Ja. Was mache ich? Habe ich Lust drauf? Habe ich keine Lust drauf? Das ist richtig cool. Wenn man sich kann entscheiden Wenn kann, man sich kann entscheiden. Ich bin eher auf der Indecisive Seite. Also, nicht nur ein bisschen. Ja, ich bin von der Indecisive Sorte. Aber genau Indie? Indecisive. Alter, ist das kompliziert. Ja. Ja. Also nicht entscheidungsfreudig. Genau. Ja. Aber genau darum habe ich von Anfang an gewusst, das wird mir gut, weil ich muss dann halt einfach ein bisschen in mich reinfühlen Also, du lernen musst und ja. entscheiden. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Diese Momente, in denen ich mich etwas lost fühle, habe ich ab und zu. Dann muss ich einfach kurz hinsitzen, Google Maps aufschlagen und einen spontanen Plan machen. Weil die Möglichkeiten unendlich sind, bin ich meist überfordert. Aber nur kurz. Dann gehe ich los. Klappt gut. So geil. Ich finde das geil. Schnell. Ja. Jetzt nimmt es mich aber nur Wunder, ist das wirklich das, weißt, hast du mit dich so aufgemuntert, à la Go Jenny? Weil ich kenne das selber beim Schreiben, dass du so schreibst, so, wie mit dem Bub, so, jetzt kann ich mich wieder in jemand anderen, weißt, so, ich glaube, in dem Moment ist das wie eine andere Jenny, nicht eine andere, aber deine innere Stimme, die zu dir reden. genau, ist das Nein, also, wenn ich das so lese und wie ich mich kenne, ich habe das schon so gemeint. Ich habe so positiv gedacht. aber dann ist das aber nicht der Tiefpunkt gewesen. Nein, Oder? sorry, nein, der kommt noch. Ich habe es vorher die Story verwechselt. Okay. Sorry. Weil sonst... Der kommt jetzt dann gerade, also ein Okay. bisschen weiter. Also bin ich von diesem Pariser Bahnhof zum Zentrum gefahren und habe mich riesig über die Abendsonne gefreut, die das Pariser Zentrum zum Leuchten brachte. Weißt du, ich finde es auch spannend, einfach wie ich so... Ja, also du redest wie so eine Autorin, Ja, schreibst du. aber weißt, wenn ich heute über journale, dann journale ich über was mich beschäftigt oder über was ich mich heute genervt habe oder manchmal auch über coole Sachen. Und da habe ich aber wirklich so ausführlich über meine Tage geschrieben, weil ich so viel Zeit hatte und einfach auch, dass wir nicht niemandem zum Erzählen hatten, aber einfach so, das habe ich so ein bisschen zu meinem Projekt gemacht in den Tagen, so viel zu journalen. Hast Darum du ist das so geschrieben. Ja, Ja. das ist Aber nice. ich habe mir das vergessen, dass ich das so detailliert geschrieben habe. Aber ist noch cool jetzt, ja. Voller Enthusiasmus bin ich kreuz und quer gelaufen und habe so viele schöne Fotos geschossen. An jeder Ecke bin ich stehen geblieben. Die Fotos sind schön geworden und dann fett proud. Ich war so gefesselt und begeistert von Paris in der Abendsonne, dass ich noch unbedingt zum Eiffelturm gehen wollte, um auch dort bei Sonnenuntergang Fotos zu schießen. Also bist du proud auf deine Fotos, oder? Ja, sehr bis heute. Die sind wirklich richtig schön. Blöd nur, dass dieser auf der anderen Seite von Paris liegt. Irgendwie war es mir egal, nach solch einem langen Tag noch so weit zu laufen.
Oder aber ich habe nicht wirklich gecheckt, wie weit weg der Eiffelturm wirklich ist. Alles, was ich in diesem Moment wollte und wusste, ist, dass ich zu diesem Instagram-Hotspot wollte, um den Turm bei Sonnenuntergang zu catchen. So, Alter. Als ich dort ankam, hatte ich einen Wow-Effekt. So fucking pretty. Danach bin ich etwas nervös geworden. Oh Gott, cringe, dass ich fucking pretty geschrieben habe. Egal. Danach bin ich etwas nervös geworden, weil ich auf Maps gesehen habe, dass keine Metrostation in der Nähe war. Es wurde immer dunkler. Nachdem ich auch noch zu einem geschlossenen Bahnhof geführt wurde, verlor ich komplett die Nerven. Ich hatte Angst und Stress, weil es immer dunkler wurde, immer weniger Leute unterwegs waren und ich nicht wusste, wie nach Hause kommen. Laufen konnte und wollte ich nicht, weil ich dafür literally durch die ganze Stadt hätte laufen müssen. Also ich bin ja schon erstens den ganzen Tag unterwegs gewesen und am Abend noch einmal quer durch die Stadt zum Eiffelturm und ich konnte dann nicht nochmal quer durch die Stadt. Also ich hätte wirklich 1,5 Stunden müssen heimlaufen, während es dunkel wird. Und 19 das erste Mal allein in einer grossen Stadt. Paris ist bekanntlich nicht die sicherste Stadt. Also ich bin wie so gewesen, oh mein Gott, wie komme ich jetzt heim? Hast du Internet gehabt? Ja, ich hatte Internet gehabt. Nach 2 Kilometern kam dann endlich eine Station. Eine Ratte lief mir über den Weg und eine Obdachlose tanzte neben mir in der Metro. Ich war kurz vor dem Heulen. Ich wollte nach Hause und bereute... Achtung, jetzt muss ich blättern. Und bereute, es abends noch so weit weggegangen zu sein. Als ich dann im Hotel ankam, war ich richtig durstig, stinkig, müde, erschöpft, gestresst. Weißt du, kennst du das, wenn du so ankommst und du bist so komplett reizüberflutet? Du musst alle Ringe abziehen, du musst jetzt schnell einen Liter Wasser abtatschen, du musst aufs WC, am liebsten willst du Deo, also so richtig so klebrig und stinkig vom Tag. So habe ich mich gefühlt. Was ich daraus lerne, manchmal mache ich überstürzte Pläne, die ich später dann bereue. Nächstes Mal buche ich nur 5 Tage Solo-Trip und gehe nicht bei Dämmerung in einer fremden Stadt weit weg von meinem Hotel. Also, die letzten 2 Sätze finde ich ein bisschen streng. Also, ich glaube, Jenny heute hätte nicht so viel Angst und Stress in dieser Situation wie Jenny damals. Aber ich weiss noch wirklich, wie schlimm das war für mich. Ich weiss, glaube, dass du mir dort ein Memo... Irgendetwas, also ich weiss die Situation noch, ja. Ja, vielleicht finden wir die Memo noch, ich weiss ja, wann das war. Aber mir war richtig unwohl und eben, dann läuft mir noch die Ratte über den Fuß und in der Metro habe ich mich unwohl gefühlt und es war auch so, ich habe dann mal noch ein bisschen gegoogelt, ob meine Straße in Paris eigentlich in einem Arrondissement ist, das sicher ist oder nicht. Und dort war auch so, ja, eher schwierig, das Arrondissement. Und dann bin ich so von der Metrostation zu meinem Hotel so ganz schnell gelaufen und bin so immer am Hinterher schauen. Weißt, es war alles in meinem Kopf vielleicht, aber einfach ganz unwohl. Genau, ich habe mich richtig reingesteigert. Und dann, an meinem letzten Tag, würde ich gerne noch den Eintrag lesen von meinem letzten Tag. Also, heute war sozusagen mein letzter vollständiger Tag in Paris. Deswegen wollte ich nochmal zu meinem absoluten Lieblingscafé. Café de Flore. Das ist so das grösste Instagram hyped. Lohnt sich überhaupt nicht. Sind wir nicht da gewesen, wo wir zusammen in Paris waren, in dem Fall? Nein, in dem Fall nicht. Ich glaube nicht. Aber der kostet so eine heisse Schoki, die aber nicht heisse Schoki, sondern die tun einfach ein bisschen Schoki schmelzen und geben dir das zum Trinken. Kostet irgendwie 12 €. Also wirklich überteuert. Also wäre es jetzt nicht mehr dein Lieblings. Nein, aber dort genau. ist unbedingt dort hin. Deswegen wollte ich nochmal zu meinem absoluten Lieblingscafé, Café de Flore, gehen, wo ich jetzt aber garantiert nicht mehr hingehe. Der Kellner, der mich bediente, war sehr nett zu mir. Fragte mich, woher ich komme, dass ich mutig sei, alleine gekommen zu sein. Pipapo. Weil er Französisch sprach, habe ich irgendwie nicht ganz alles verstanden. Einfach lächeln und nicken, dachte ich. Ich saß neben 2 Männern reiferen Alters, die so nah bei mir saßen, dass ich das Gespräch einfach mithören musste. Auf jeden Fall habe ich einfach mein Zmorgen und das Ambiente genossen. In ihrem Gespräch ging es um Yoga, ihre Kinder, Homeoffice und so. War noch interessant zum Zuhören. Als sie dann ein Selfie machen wollten, bot ich mich an, es für sie zu machen. Sie waren begeistert. Also schoss ich ein paar Fotos von ihnen und wir kamen kurz ins Gespräch. Bla bla bla, wir haben darüber geredet, woher sie kommen, was für Sprachen sie reden. Sie sind aus Luxemburg gekommen. Fazit, Luxemburg, Paris, sehr unterschiedlich. Aber das wäre... Ah nein, sorry, da muss ich schnell etwas überspringen. Als ich dann gehen wollte, hat mich mein Kellner dann tatsächlich auf ein Date für heute Abend gefragt. Selbstverständlich habe ich Nein gesagt, worauf er dann antwortete, «C'est très dommage.» Also, übersetzt, das ist sehr schade. Naja,
Dann wurde ich nervös, habe gezahlt und bin gegangen, ohne dass er es gemerkt hat. Vielleicht dachte er, dass ich an älteren Männern interessiert bin, weil er mich mit denen 2 vorher reden gesehen hat. Auf jeden Fall wollte ich dann schnell gehen, bevor er mich nochmal etwas fragen konnte. Wow, how romantic. Nein, das ist wirklich Ist er nicht... Ich, 19. Der Kellner hat im Fall weisse Haare gehabt. Aha, oh nein, also das hättest du jetzt schon noch müssen sagen. Ja, sorry, ja. Mein Hirn hat jetzt wieder gedacht, er hat sicher ein gestreiftes T-Shirt gehabt, wie in Paris irgendwie, so schwarz-weiß. Und Ja. dann so ein Schnauz, Das ist eben der Plot. Wow. Der Kellner war im nein. gleichen Alter gewesen wie die Typen, mit denen ich geredet habe. Und die sind, wie ich ja beschrieben habe, im Ja, aber reiferen Alter. was ist jetzt ein reifes Alter? Das habe ich mich noch gefragt. Was ist für dich ein reifes Alter? Schau, ich kann jetzt wie nur etwas Falsches sagen, aber Ja, dort, wie alt sind die so gewesen? ab 40, 50. So. Okay. Aber das ist ja für einen 19-Jährigen Ja. reifes Alter. Für einen 40-Jährigen nicht, aber Ja. ja, auf jeden Fall. Ich bin halt in dem Kaffee auch wieder gehockt mit meinem Beret und mit meiner Kamera, so Crossbody und meinem Journal und habe da meine Schoki getrunken. Und dann der hat immer wieder mit mir geredet, wenn er mir Sachen gebracht hat und so ein kleines Smalltalk. Und ich bin also ja, ich kann ein bisschen mein Französisch üben, aber ich verstehe nicht alles, was er sagt. Und dass er mich dann, also ich weiss noch, er hat mich gefragt und ich habe so ihn wie nicht verstanden und wollte, dass er wiederholt. So dumm auch. Weißt du, da hat sich so gedacht, Alte, ich frage dich gerade auf ein Date. Nein, nicht Alte, er ist ja der Alt. Ja. Ja. Weisse Haar. Ja, das habe ich ganz weird gefunden. Ganz weird. Das ist die letzte Eintrag noch. Ja, nachher ist glaube ich nicht mehr gekommen. Zu Paris. Aber sehr toller Trip. Ja. Trip? Also alles in allem vielleicht noch kurz zum Thema Solo-Trip. Ja. Ich würde es empfehlen, wirklich empfehlen, das zu machen. Weil eben, man findet ein bisschen etwas über sich selber raus. Wo gehen meine Gedanken an, wenn ich niemanden habe zum Reden? Ja. Was mache ich? Auf was habe ich eigentlich Lust? Wie lange habe ich auf gewisse Sachen Lust? Es ist so Ja, toll. man lernt sich sicher noch mal kennen. Ja, also Ja, und ich werde ja im Sommer jetzt 2 Wochen auf Norwegen allein. 2 Wochen ist auch lang. Ja. Ja. Aber du hast ja etwas vor, Zelten, Velofahren. Ja, mal schauen. Über das können wir dann mal schnurren, aber da kann ich das auch ein bisschen relate oder mal schauen, wie das Ja. wird. Ich würde es empfehlen und ich gehe das Jahr auch noch allein weg. Also zumindest habe ich es mir jetzt vorgenommen, weil ich habe das gelesen und bin so gewesen, ja, vielleicht wird es Zeit auch mal Wieder wieder. mal. Genau. Ich Ja. gehe im Herbst auf Lissabon, weil ich dort einen Halbmarathon renne, für den ich noch nicht anfange zu trainieren, So weiss ich von dem nicht. weil ich es noch nicht so an die grosse Glocke gehängt habe. Also, jetzt ist es draussen, jetzt, ja. Jetzt ist es draussen, ja. Jetzt, ja. Nice. Und Allein? Ich rennen, aber wir gehen mit einer Freundesgruppe und alle machen ein bisschen unterschiedliche Aha. Runs. Die einen rennen einen Marathon, ich renne einen halben und die anderen rennen 8 Kilometer. Und ich habe gedacht, ich gehe schon ein paar Tage früher und geniesse noch ein bisschen die Stadt und Lissabon. Sehr nice. Ja. Und dann sind wir alle Cool. zusammen ein verlängertes Wochenende da. Ich glaube, Cool. wird Zeit, mal wieder ein bisschen allein sein. Ja. Wenn wir schnell eine Zwischenkategorie machen. Ja. Und zwar stimmt. Dun, dun, dun. Was hast du sagen? Nur von der Zeit her, ich habe keine Ahnung, wieder, wenn wir angefangen haben. Ich auch nicht. Also. Aber wir haben besprochen, wie könnten wir unsere Englisch-Kategorie nennen. Stimmt. Und zwar, wo die Flavia muss rätseln, wie die englischen Begriffe heissen. Und zwar haben wir uns auf den Namen geeinigt, Slanguage School. Ja, also ich werde das nie sagen, weil ich das nicht richtig sagen weil es einfach ein Okay. scheiß Zungenbrich. Slanguage School. Language School. Wow, es ist wie ein... Slanguage School. Es ist wie der Papst hat Besteckbad bestellt. Es ist so... Papst hat das Besteck bestellt. Wow, das ist wirklich schwierig. Language School. Gut, also. Ja. Mhm. Okay, Welcome. Hi. Welcome, Mrs. Flavia. Kitska. Nice to meet Well, you. This is your first. No, actually, it's your second class. Nein, Spaß, oh Gott, ich rede nicht so. Welcome to Slanguage School. Und zwar habe ich folgende 3 Begriffe für dich. Ich hau sie dir mal raus, oder ich sage sie dir mal und nachher die Erklärungen und du musst zuordnen, wie immer. Okay, zuerst mal Level 1, ich. Mhm. Dann haben wir noch Pet Peeve. Mhm. Pet Peeve. Pet wie Haustier. Weiss nicht. Pet Beef, oder? Sag nochmal. Okay, gut, du kennst es schon mal nicht. Gut. Und dann das letzte ist Simp. Ha! Ja. Das kennst du. Erklär. Mischa, meine Kollegin Shoutout, hat mich mal über das aufgeklärt. Du weißt, was Simp ist. Nicht mehr glaube, aber sie hat so einem Typ gesagt, das ist so ein Simp. Aha. Und was heißt das?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also, ich habe es mal gewusst. Ein Simp. So wie du Fuck off. Hoff mal gewusst hast. Ja. Okay, also. Ich gebe dir jetzt ein paar Erklärungen und die sind nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Ja, natürlich. Also, etwas, wo macht, dass dich das abturnt. Also eins von diesen 3 Worten ist etwas, was macht, dass dich das abturnt, Ja. wo macht, dass der Zauber von einem Crush weg ist. Ja. So. Mhm. Das andere ist etwas Kleines, was man nervig findet. Also eigentlich die kleine Version vom ersten. Ja, genau. Etwas, was man nervig findet. Mhm. Und das andere ist jemand, der sich zu fest aufopfert. Mhm. 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 Also, keine Ahnung. doch. Also? Also, ich ist sicher das, was abturnt. Sowieso. Das gibt mir der Ick. Ja. Ja, ja. Oder ist denn das jetzt der kleine Bruder oder die Schwester von irgendetwas? Vom Pet Beef. Nein, warte jetzt. Pet Beef habe ich das Gefühl, das ist aufopfernd. Beef, ein Haustier. Für ein Haustier tut man sich aufopfern? Nein. Ja, nein, ich frage mich, wieso Pet? Okay. Wieso Pet und Beef? Beef, frage ich mich jetzt, ist das Streit gemeint oder Fleisch? Beef? Also Rind? Soll ich dir etwas sagen? Ja. Das heisst nicht Beef. Was denn? Pet Peeve. Aha, ja, das sprichst du Nein, ich habe auf. gedacht, ich lade dich noch ein bisschen reden. Das war noch lustig. Also Peeve, keine Ahnung, was es heisst. Pet Peeve. Ich sage trotzdem, dass das Aufopfernde ist. Und Simp, es könnte auch ein Simp sein, das ist so ein Simp. Nein, ich sage, Simp ist etwas Kleines, das nervt. Okay. Also, das erste hast du richtig gehabt. Der Ick, das ist das, was etwas abturnt. Eine unwichtige Kleinigkeit von einem Crush, wo macht, dass man sich eben, dass die magische Anziehung weg ist, weil du bist so... Ja. Ick. Ja, ich, also es ist richtig gut gewordet, weil Ja. so... Ick. Ja. Ick. Ja. Dann, und da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das kannst du vielleicht vom Kontext... Simp ist das Aufopfernde. Mhm. Weil ich habe ja gesagt in der Erklärung, jemand, der sich zu fest aufopfert. Und du hast gesagt, deine Kollegin hat gesagt, der Typ ist so ein Simp. Also jemand, Aha. das hättest du es können herleiten vielleicht. Aber Also ein warte. Simp ist jemand, der sich zu fest neu für jemanden einsetzt, wo es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Okay, Mrs. Kitska, give me background. Wieso Simp? Was heisst Simp? Was ist Simp? Oh, da bin ich jetzt Ja, selber aber das überfragt. ist deine Aufgabe. Weil, Woher kommt Simp? Ja, ich glaube, das hat zu tun mit... weil so, sonst kann ich mir das Vokabular nicht merken für Die das Herkunft Examen. von Simp ist das englische Wort Simpleton, was so viel wie Depp, Dummkopf oder Einfallspinsel bedeutet. Okay. Simpleton. Also bist du dir sicher, dass es nicht auch eben Depp heisst, so ein Simp? Doch. Also, Ja, aber also- ein Depp muss auch nicht aufopfernd sein. nein, aber Simp ist in dem Kontext gemeint, von aufopfern, von du gibst viel zu viel Effort, wo nicht zurückkommt. Ja, okay. Und Äh, das kann ja dann auch ein Ick sein. dass jemand ein Simp ist, Ja. kann ein X sein, ja, fix, ja. Ja. Und, Und das andere? Pet Peeve ist folgendermaßen: Das ist der kleine Bruder-Schwester von Ick. Ja. Weil Pet Peeve ist etwas, was du an einer Person oder in einer Situation mega nervig findest. Mhm. Wo vielleicht nicht gerade ein für immer und ewiger Upturn ist, aber etwas, was du nervig findest. Also, mein grösster Pet... Oder, nein, sag. jetzt, in deiner Beziehung gibt es wahrscheinlich auch Pet Peeve. Ja. Also so Sachen, wo dann halt drüber hinweg schaust, die halt einfach ab und zu nerven. Aber es ist jetzt kein Ick zum Schluss machen. Ja, genau. Aber du kannst auch Pet Peeves haben außerhalb von einer Hast du Beziehung. jetzt gerade gecheckt, wenn ich Ick eingeführt habe? Ich habe jetzt einfach so, aber es ist kein Ick zum Schluss machen. Ja, ein kleiner Applaus runter für Flavia. Not a 6 ins Language School. Okay. Ja, Pet Peeve zum Ist Beispiel. Mein grösster Pet Peeve ist, wenn das WLAN nicht funktioniert. Oh mein Gott, das finde ich so nervig. Es muss nicht... aha, mit einer Person, okay. Ja, oder wenn... Gar nicht. Oh Gott. Wenn beim Arbeiten jemand beim Mittag immer laut schmatzt, das kann auch ein Pet Peeve sein. Es muss nicht in der Beziehung sein. Ja, okay, I understand. Thank you for this lesson and see you next time. Yes. Ich habe einen kurzen Eintrag. No, okay. Also ich habe auch noch ganz einen kurzen. Machen wir die kurzen Ich noch habe und noch dann... 2 kurze.
Wirklich? Wirklich, willst du beide machen? Ja, unbedingt. Soll ich schnell schauen, wie lange wir aufnehmen? Ja. Aber du kannst auch starten. Nein. Ich will dir ja... Hopp. Sie schaut schnell. Sieht man das? Ah, Wie viel? 1 Stunde, glaube Ah, okay. ich. Okay. Sonst lassen wir halt eine Schlusskategorie oder so. Nein. Also, Weißt du, wir wieder- machen die nächste Folge nochmal. Lies doch einen vor, oder nicht? okay, dann mache ich die Oder nächste. warte schnell, jetzt haben wir uns gerade besprochen. Machen wir vorher einen Cut bei Thank you for this Language School Lesson. Ja, okay, dann machen wir es so. Und lese ich jetzt einen vor oder 2? Ja, in dem Fall einen. Weil wir machen Aber die dann nächste machst du Folge- auch einen ganzen kurzen. So 1 Minute. Ja. Also. Gut, also ich habe noch einen Eintrag, einen Schmunzler Oder machen wir sie überhaupt? Ja. Okay. Nein, sonst ist es ein bisschen lame. Okay. Beide nur eins. Okay. Also, zum Schluss von meinem heutigen Tagebuch-Ding habe ich einen ganz kurzen, knackigen Liebes Tagebuch, 21. Oktober 2011. Gestern ist Gaddafi erschossen worden. Ich dachte, es ist voll scheiße, wenn alle fröhlich sind, dass du tot bist. Ui. Weißt du noch, wer der Gaddafi ist? Ja, logisch. Der Bashar al-Gaddafi. Irgendwie so. Ich habe Bashar. Oder warte. Er ist Muammar al-Gaddafi. Mohammed al-Gaddafi, ja. Muammar, irgendetwas. War ein libyscher Diktator des Landes, bla bla. Und während dem arabischen Frühling, also das war dort, wo ich das geschrieben habe, ist er gestürzt worden und dann getötet worden. Und ich habe das einfach reingeschrieben. So, gestern wurde Gaddafi erschossen. Einfach und nachher- Sympathie mit einem Diktator. Hey, wieso habe ich Sympathie? Wenn du sagst, es ist Nein, traurig, dass- allgemein. Es ist doch scheiße. Also wenn ich... Nein, überhaupt keine Es ist- Sympathie. Nein, es ist gut, dass er tot ist und du schreibst, es ist traurig, dass er... was hast du geschrieben? Nein, schau, du musst ein bisschen weiterdenken. Ich dachte, es ist voll scheiße, wenn alle fröhlich sind, dass du tot bist. Wenn ich jetzt, weißt, allgemein, wenn doch jemand tot ist und alle fröhlich sind, ich habe nicht Mitleid mit ihm gehabt, aber ich habe einfach gecheckt, so, boah, das muss ja sowas von ein Arschloch sein und das muss sicher, Aha. weißt, Aha. so meine ich es. Nein, sicher Aha, du nicht. hast so gedacht, oh mein Gott, der Typ muss ja scheiße gewesen sein. Ja. Aha, nur weil du geschrieben hast, es ist doch scheiße. Ja, einfach allgemein im Leben. Also, es wäre doch scheiße, wenn ich sterbe und jemand freut sich über mich, dass ich tot bin. Ich habe es so gedacht. Ich habe schon gecheckt, dass der nicht gut ist. Ich habe immer Aha. Tage schon mit meinen Eltern Also ich hätte dir das geschaut. nicht vorgeworfen, du wärst ja 10 gewesen. Ist okay. Kann man vielleicht noch nicht wissen, welches alles die Arschlöcher Nein, der Welt aber sind. ich bin so das Tagebuch durchgegangen und plötzlich so, Gaddafi ist erschossen worden. Ich so, ja, super. Okay. Also ich habe auch einen kleinen Aufsteller. Also, ja. Also ja, die sind ja auch lustig gewesen. Ich habe ein Video gesehen, in dem eine Frau gesagt hat, dass man das Geschenk der Gegenwart und Präsenz, in Klammern des Hier und Jetzt, nicht annehmen kann, wenn man immer die Dinge in der Zukunft jagt. Deshalb will ich jetzt einfach mehr im Hier und Jetzt sein. Wann habe ich das geschrieben? Ja, April letztes Jahr. Wow, deep. Und wieso? Ah, eine Frau hätte dir das gesagt? Nein, ich habe ein Video geschaut und ich finde das noch ein schöner Gedanke, so von wegen, du kannst nicht da und man sagt ja immer, alles, was wir haben, Zukunft haben wir nicht und die Gegenwart ist vorbei, alles, was man hat, ist das Hier und Jetzt. So, das ist ja so. Und Ja. du hast nur das Jetzt. Und ich kann in dem Fall mich selber daran erinnern, dass man nicht kann im Hier und Jetzt leben, wenn man mit dem Kopf immer die Zukunft jagt. Ja, Und sehr. Sachen in der Zukunft. Und das ist etwas, wo ja, eigentlich passt das auch jetzt gerade so. Ich bin immer die, es schon du eigentlich auch, wo weit in die Zukunft überlegt. Wir haben ja mal eine Folge gemacht zur Zukunftsängste. Ja, Und sehr. Eigentlich muss man doch damit beschäftigt sein, das Hier und Jetzt können zu geniessen. Und Ist das kann man einfacher halt gesagt als... ja fix. Weil wir überlegen jetzt auch schon, warte, jetzt haben wir eine Stunde aufgenommen, jetzt müssen wir noch das machen. Und Ja, das sind ist wir ja im schon wieder kleinen nicht mehr- Rahmen. Das ist ja nicht so. ja, trotzdem, es fängt im kleinen Rahmen an im Fall. Mit dem, also so auch, wenn ich vor dem Schlafen gehe, meditiere, dann, das mache ich ab und zu mit Schnaufen und das holt einem schon nochmal zurück ins Hier und Jetzt. Nur Ja. schon aufs Schnaufen konzentrieren. Ja. So banal es tönt. Ja gut, dann gehen wir in die Abschlusskategorie. Mhm. Flavia fragt, Jenny judged. Muss mich schon strecken. So, Also, was kommt jetzt? Jenny. Was darf ich judgen? wenn man ein neues Hobby hat, brandneu und schon komplette Ausrüstung hast, wie findest du das? Nimmst du jetzt gerade Bezug auf mich? Alter, grösstes Hexenlachen. Also, Moment mal, was wolltest du mir mit dieser Frage sagen? Einfach allgemein, wenn man ein neues Hobby hat und schon die ganze... Ja, schön, wenn man sich das leisten kann. Mhm.
Finde ich cool. Wenn nicht jemand alle 2 Monate Hobby wechselt und sich jedes Mal das kann leisten kann, schön für dich. Ich kann das nicht. Also, ich meine, ja. Weil ich habe eben auch, also Jenny hat jetzt ein neues Hobby, Rennvelo fahren. Und ich habe im Herbst eben auch mal ein Rennvelo gekauft, auch. Das habe ich nicht gewusst. Bis heute nicht. Ich weiss, lustig. Das hast du gar nicht erzählt? Nein. Warum nicht? Ich erzähle auch Im nicht alles. Herbst? Ja. Ja, aber also wie ernst hast du das Hobby gemeint? Aber ich bin auch, also nicht auch. Ich bin so gewesen, ich weiß nicht, was der Auslöser war. 2 Kolleginnen fahren Rennvelo und ich bin schon 2-mal auf einer Velotour gewesen, aber halt nicht mit einem Rennvelo. Und nachher habe ich das Secondhand gekauft und dann gerade Klickpedal eben auch. Und jetzt im Nachhinein, also ich bin jetzt, nach einem halben Jahr habe ich es wieder gebraucht, aber ich bin mir so gewesen, du hast jetzt auch Klickpedal gekauft. Ich frage mich so, hätte ich die Schuhe gerade müssen kaufen? Also weißt, was? Die Klickpedal bringen dir doch erst etwas, wenn du das kannst. So das Hinaufziehen. Die Also ich fahre nicht mit hinaufziehen. Ja, aber die Klickpedale sind ja, also meiner Meinung nach sind die Klickpedale dazu da, dass man die Kraft von den hinteren Hamstrings, oder wie die heissen, so braucht, um den Berg Nicht nur, du bist auch besser verbunden mit dem Velo, Ja, das rutschst nicht so stimmt. schnell ab. Das stimmt, aber man kann auch schön auf die Fresse fliegen. Aber mein Gedanke ist wie so, oder auch Velodress. Eigentlich, bevor man alles gerade kauft, könnte man doch auch einfach ein normales Sport-T-Shirt anlegen. Ja, aber das habe ich auch gemacht. Ich tue dich jetzt nicht Aha. judgen. Nein, aber ich fühle mich halt ein bisschen angesprochen, weil ja, das logisch, jetzt das gerade ist mein auch Thema judgen. ist. Ja. Aber du hast ja auch gerade ein Velo Secondhand gekauft, oder? Ja, ich habe ja wie schlecht... Nein, Stress meine ich. Ja, aber ich habe es extra Secondhand gekauft. weil Ja, es ich wollte weiss, aber neu wieso kaufen. hast du das gekauft? Man hätte ja auch ein normales Sportliebli anlegen, oder? Einfach, weil ich gedacht habe, ich tue jetzt committen, aber ich will nicht... Das ist meine Form, das ist meine Mitte gewesen. Ich will committen und mir die Sachen zulegen, aber ich will sie nicht neu kaufen, nicht ultra viel Geld ausgeben, darum kaufe ich sie Secondhand. Das war meine Mitte gewesen. Aber du, also weißt, mein Gedanke ist, Ja, man hätte ja auch ein Sportliebe können machen, aber ich kann das halt nicht wollen. aber Ich finde das jetzt nicht speziell gut oder schlecht. Also ich finde, das kann man gar Nein. nicht so gut judgen. ich bin amig so, also aber ich frage mich selber so, ich hätte jetzt die Schuhe nicht müssen kaufen, weil ich habe das, also die sind schon noch recht teuer gewesen. Und jetzt im Nachhinein brauche ich es viel zu wenig und ich frage mich, ich habe mich schon wieder gefragt, ob ich es verkaufen soll, weil Ja, Ich also weiss ja, auch nicht. vielleicht bist du ein bisschen übereilig gewesen. Also ich stehe ja immer noch am Anfang von meinem Hobby. Ich bin immer noch neu. Kann auch sein, dass ich nächste Saison, also dass ich jetzt zum Beispiel diesen Sommer das mache und oft und nächste Saison schon wieder etwas anderes noch viel lieber mache und ich dann merke, ja, ist auch schade, habe ich das alles für eine Saison gebraucht. Aber Stand jetzt, glaube ich, es wird nicht so sein und darum habe ich mir das zugetan. Ja, und ich glaube auch allgemein... Vielleicht hast du dir das fühlt man auch zugetan, weil du denkst, du wirst es mehr brauchen. Ich glaube, ich bin so gewesen, das gehört glaube dazu. Und natürlich habe ich mich auch dann mehr gefühlt nach jemandem, der das macht. Also weißt, das Outfit bestimmt ja so viel. Auch Ja, wie im du dich Gym, fühlst, ich weiss ja. noch, als ich zuerst mal ins Fitness bin, hat mir auch eine Kollegin gesagt, ja, jetzt kannst du so ein nice Gym-Set kaufen. Und ich so, nein, ich habe ja Sportkleider, wieso brauche ich jetzt Aber das? das Gefühl ist anders. Ich habe jetzt noch nicht so ein Set. Ich glaube, ich kaufe es auch nicht, weil dort ist es mir so ein bisschen... Ja, bei den Aber Velofahren... glaub mir auch, ein Gymset, du wirst dich anders fühlen beim Training. Je nachdem, was für ein Set. Also ganz Nein, ehrlich. ich denke eins, Aber- in dem du dich wohlfühlst, Ja, logisch. ja, eben safe. Also auf das habe ich jetzt raus. Die Kleider geben dir schon auch ein Gefühl, so Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen? sophisticated. Du fühlst dich mehr sophisticated. Heisst? Mehr, dass du es ein bisschen ernster nimmst. Dass Ja. du mehr mit beiden Beinen auf dem Boden. Das ist ja wie, voll, das ist wie, wieso hat man jetzt Susa manchmal auch, wenn man für sich allein so, um sich selbstbewusster Halt zu das fühlen. Haus. Ich habe verstanden, wieso hat man ein Haus an? Nein. Ich habe gesagt, hast du ein Haus an? Manchmal hat man ja einfach so, wenn man vielleicht am Morgen sich gut fühlt oder sich... Also mehr du, in dem Fall. Nein, eine Kollegin von mir letztes Mal, sie so den Rock gelüpft, schau mal, was ich heute für Unterhose habe. Und nachher ich so, wieso? Sie so, einfach ich habe am Morgen gedacht, ich will jetzt die Unterhose und mich, weißt und Ja, das ist einfach eine fühlen. Unterhose, Ja. weißt Ja. voll. Und das, Kleider machen Gefühle. und manchmal auch Leute. Ah ja, nicht ja, für immer. Also nein, immer, Doch. ja. Aber auch das Gefühl, ja, fix. Also, für die,
die diese Folge scheiße gefunden haben, ihr müsst in der nächsten nicht reinschalten. Weil wir haben gesagt, wir machen 2 Folgen, wo wir aus unseren Tagebüchern vorlesen. Darum, für die diese Folge gut gefunden haben, good for you. Genau, folgt uns, bewertet uns unbedingt und dann können wir nur noch Ciao zusammen und bis nächstes Mal sagen. Danke fürs Reinhören.